Ey, Mann, ihr Crown-Höhensöhne, ja, ihr könnt doch sowieso nur campen, also traut euch doch mal zum One-on-One gegen mich, das zerfetzt ihr euch doch sowieso. Hallo zusammen, du bist der Klitus von Crown Crew. Hoffe, alles klar bei euch. Bin hier stolz in dem Sinn, euch mal ein Sniper-Gameplay oder wieder mal ein Sniper-Gameplay zu zeigen. Der Toxic ist hier am Werk und zieht hier in einem Demolition-Game eine richtig schöne Score an Land. Also saubere Arbeit, wirklich auch schön gespielt. MSR am Start natürlich. Ich habe ja nicht so Ahnung von Snipen, aber mit der läuft es mir eigentlich am besten. Barrett, Fiddy-Call habe ich nicht so gern. Weil, ja, ich weiß auch nicht genau. Mit der kann jeder Noob mal einen treffen, finde ich. Indem du einfach Huren Kugeln sprayen. Ja, jetzt hat er gerade ein bisschen Pech gehabt dort bei diesem Schrotflintenkari. Aber ist klar, als Sniper hast du halt schon nicht in allen Situationen eine gute Chance. Aber das ist ja auch okay, so würde ich sagen, weil One-Shot-Kills, ja, da muss man schon ein bisschen üben. Weil wenn jeder so einen würde platzieren, hätten wir noch ein Sniper-Only-Game. Was ja gewiss noch recht wäre, aber wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig. Anyway, ihr seht, es sind noch ein paar andere Crowns am Zocken. Wie immer, am Schluss seht ihr jetzt Scores jeweils. Aber das spielt auch gar nicht so eine Rolle, weil das Gameplay ist wirklich unterhaltsam. Haben wir es jetzt echt schon ein paar Mal angeschaut. Gefällt mir gut. Ist immer nice, wenn man zwischendurch eben ein schönes Sniper-Gameplay sieht. Weil, ich meine, die ganzen Montagen und so, die sind doch auch geil mit der Musik und den Effekten und allem zusammen. Aber dort ist ja wohl jedem klar, dass das häufig zusammengeschnitten ist. Und wenn man dann einfach mal ein Sniper, ein ganzes Gameplay sieht, Pisten und halt auch gesagt, dass man durchaus positiv kommen kann, weil viele Sniper haben ja eine negative KD oder nicht eine sonderlich positive. Nicht, dass das wirklich eine Rolle spielt, aber es zeigt doch auch, wie ein Spieler spielt, wenn er je nachdem eben eine negative KD hat. Das kann daran liegen, dass man noch nicht so erfahren ist, sich nicht so gut auskennt, dass vielleicht die Reaktionen nicht mehr unbedingt die besten sind. Oder es kann halt einfach auch daran liegen, dass man mit Waffen spielt, wo man generell nicht so eine grosse Chance hat zu gewinnen. Weil, ich meine, man muss sich doch keine Illusionen machen. Die overpowerten Waffen wie die FMG, vor allem Akimbo, generell eigentlich alle Akimbo-Waffen, muss man da auch sagen, Type 95, ja, da weiss man einfach schon, mit denen hat man eine sehr grosse Chance zu gewinnen. Ein Zweikampf, oder wenn man sogar auf mehrere Gegner trifft, zum Teil, vor allem mit den FMG'er. Aber es ist auch nicht wirklich eine Herausforderung, mit denen zu spielen, es ist ja wohl klar. Und gleichzeitig ist es dann so, dass es viele durchschnittliche Waffen gibt. Es gibt vielleicht solche, die ein bisschen besser sind als der Durchschnitt, wie die MP7, die ACR oder auch nach Vorlieben andere Knarren. Und dann gibt es halt einfach die generell entweder durch ihre Eigenschaften, wie die Sniper, die halt meistens nicht 1000 Schüsse in Sekunden rausdrücken können, oder halt einfach durch ihre schlechten Waffenwerte, wie zum Beispiel Model 1887 bei den Sniper, bei den Pumpen. Jetzt schaue ich dem auf seine MSR die ganze Zeit. Naja. Anyway. Aber ich hoffe, dir hat es ein bisschen geschnallt so. Darum, ich finde wirklich, Sniper braucht Skill. Wenn man ein bisschen rumzieht, zwischendurch einen Quickscope landet, vielleicht mal einen Random No-Scope und so Sachen. Das ist zum Teil sicher auch ein bisschen Zufall, aber es hat sicher auch ganz, ganz viel mit Übung zu tun, weil die wirklich guten Sniper, das sieht man einfach, man, Scheiße, die haben lang trainiert. Und das muss jedem klar sein, man kann da nicht innerhalb von irgendwie 2-3 Wochen mal ein bisschen snipen, plötzlich meinen, man ist jetzt so der neue Surgeris und kann jeder verreisen, Quickscope, No-Scope, alles zusammen, bang bang. Nicht. Sniper ist glaube ich immer noch das Schwierigste im Call of Duty. Dicht gefolgt vom C4 werfen. nein, das ist nicht so schwierig, aber auf jeden Fall eine geile Kunst. Anyway, jetzt habe ich doch ein bisschen zum Snipen und so generell erzählt. Ich hoffe, ihr genießt das Gameplay immer noch so. Was ich noch möchte erwähnen ist der Crown Inside auf der Xbox oder der Crown Normally auf dem PC. Er hat heute Geburtstag, Judy Hui, Happy Birthday, alles Gute von mir.
Und hoffe, ihr schließt mich hier natürlich auch gerade an. Dann geht es weiter mit den Neuigkeiten. Und zwar möchte ich mal einen kleinen Wettbewerb machen. Ich werde am Weekend noch ein Video rauslassen. Dieser Wettbewerb wird nur für Ground Crew Mitglieder sein. Und ihr kennt es vielleicht im Call of Duty, wenn man nicht den Mehrspielermodus und nicht den Einzelspielermodus spielt, sondern hier da Überlebens oder was das auch immer ist. Auch das links, sorry. Ihr seht, ich spiele das Zeugs nie. Dort kann man ja auch so eine Herausforderung machen, wo man durch so eine, keine Ahnung, Schiessanlage läuft und halt muss so Kartonfiguren, Holzfiguren abschießen, darf keine Zivilisten treffen. Und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Challenge dort, wer dort am schnellsten durchmacht. Der Treppit und ich waren das letzte Mal ein bisschen am Üben gewesen. Vor allem er war am Üben gewesen und er hat dann einen richtig fetten Score rausgezogen. Die auf der Xbox können sich das, glaube ich, reinziehen. Und das Ziel wird jetzt nicht unbedingt sein, ihn zu schlagen, weil, ja, wer es schafft, wirklich gut ab. Aber ich glaube, es ist noch schwierig. Anyway. Und dann machen wir pro Plattform diesen Wettbewerb und dann gibt es dann ein kleines Preischen. So, ich meine, ihr müsst euch hier nicht gerade irgendwie einen dicken Karren oder eine Yacht vorstellen, sondern vielleicht irgendeine, keine Ahnung, 10 Franken PSN und irgendeinen Monat gratis Xbox Live. Und für den PC halt, dort muss ich mir noch ein bisschen umschauen bei Steam. Der Klim und der Simplex haben gesagt, dass man so Game-Gutscheine oder so sich ziehen kann. Dann macht irgend so etwas und dann würde ich sagen, tue ich schnell die Regeln definieren und so. Und wie das dann etwa aussieht. Bin gespannt, wer da auf welche Score kommt und so. Ja, wie gesagt, Weekend kommt sicher das Video über das. Worauf ich sehr gespannt bin, weil zwischendurch hängt mir das MW3 schon ein bisschen zum Haus aus. Ich weiss, es geht auch hängen so. Und ich habe es ja eh mal erwähnt und es ist logischerweise, wie erwartet, immer eine gute Möglichkeit, wenn man nicht mehr ganz so viel zockt, dann sind die jeweiligen Ausflüge in die virtuelle Welt durchaus unterhaltsam. Und wenn man zockt, vielleicht gerade mit einem schönen Team, dann macht es eh noch einmal mehr Spass. Darum hat er in letzter Zeit auch nicht mehr so die Free-for-all und so Gameplays von mir gesehen. Das hat zwar Spass gemacht, aber Camper haben nicht abgenommen. Ist scheisse. Ja, und darum ist es eben noch chillig, wenn man zwischendurch etwas anderes zocken kann. Das hat sicher jeder von euch auch noch ein anderes Game, das zwischendurch gezockt wird. Skyrim ist ja momentan auch hoch im Kurs. Und eines von diesen Games, die ich eben zwischendurch jetzt auch wieder zocke, wo ich mich recht darauf freue, ist The Darkness 2. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, mit dem Jackie Estacado. Der erste Teil ist jetzt doch schon ein paar Jahre alt, aber auch auf der 360er rausgekommen. Und es ist einfach auch so ein 3D-Shooter, so ein bisschen Mafia-Style. Und der eine hat halt einfach so ein bisschen dunkle Kräfte, wo er so 2 Killerarme verwenden kann, um Gegner zu schnetzeln und so. Und das war damals schon recht stylisch gemacht gewesen. Hat auch sehr abgefahren. Und jetzt ist gerade vor kurzem auch Xbox Live ist Demo rausgekommen vom 2. Dort kann man so 2 Missionen anspielen und ja, sie drehen noch ein bisschen mehr durch. Und ich habe auch noch gerne so ein bisschen die Comic-Grafik, die sie dort so mit einem Filter erreicht haben, finde ich, es sieht je nach Game noch stylisch aus. Und das kommt jetzt, glaube ich, morgen raus. Und das werde ich sicher auch ein bisschen zocken. Und da wollte ich fragen, keine Ahnung, ich habe ja schon mal so probeweise selber einen Channel gemacht und habe dort auch ein paar Let's Plays gemacht, zum Beispiel vom Rage und vom Batman Arkham City. Und ja, das ist noch gut angekommen, vor allem das Batman. Und ja, ich wollte fragen, ob es jemanden interessieren würde. Ich meine, wenn ich es zocke, kann ich es auch gerade aufnehmen. Und wenn es mich interessiert, ist auch immer die Frage, ob ihr einfach das Game sehen und hören oder ob ich noch so etwas dazu erzählen soll. Ich tue eh nicht scheisse Texte in den Zwischensequenzen oder so, das eh nicht. Aber ja, das wäre es noch so gewesen mit der letzten Frage. Also freut euch auf den Wettbewerb. Und gebt mal Feedback, wie das aussieht, ob ich durch das Let's Play machen soll. Es ist ganz etwas anderes als Call of. Aber ja, zieht euch rein, schön zusammen.